Ich hoffe, dass es bald wärmer wird. Und darum sortiere ich jetzt heute meine Kleider aussortieren und vielleicht die Sommerkleider einsortieren und ja, einfach ein paar Sachen durchsortieren von meinen Kleidern. Und damit willkommen zu dem neuen Video, zu dem Kleiderschrank durchmischte Video. Ja, ich fange gerade mal geschwind bei dem grossen Kasten da hinten an. Da sind alle unsere Jacken drin. Da nehme ich jetzt mal alles raus und sortiere jetzt mal durch. Genau. Kommen wir noch zu meinem eigentlichen Sorgenkind. Mein Kleiderschrank. Hehe. Da liegen jetzt gerade ein paar Sachen am Boden. Die sind normalerweise im grossen Kasten aufgehängt. Aber weil der Kleine jetzt gerade ein Mittagspäuschen machen ist und der Kasten bei ihm im Zimmer steht, habe ich die Sachen jetzt mal hierher gerührt. Da hat es noch Zeug. Die Kiste habe ich auch geholt. Da sind so ein bisschen Sommersachen drin. Ja, Stuhl des Grauens. Und dann, wir haben da so eine Kommode. Die Seite gehört meinem Mann und die Seite gehört mir. Und da habe ich, es sieht eigentlich relativ aufgeräumt aus. Da sind meine Pullis, Hosen und Röcke. Bijou, T-Shirt und da oben ist noch meine Unterwäsche und Socken. Aber das müssen wir jetzt alles mal rausnehmen und aufs Bett legen. Yay! Das sind nicht alle meine Kleider. Ich habe noch ein paar in der Wäsche. Aber ich glaube, dort habe ich nichts zum Aussortieren. Ja, darum fangen wir jetzt mit dem an. Ich besitze 2 Jeans. Einmal die da. Die habe ich schon zum Malen angehabt und die hat auch hier schon mega krasse Löcher. Also das ist die für dreckige Tage oder für den Stall oder ja, meine Dreckjeans. Und das ist meine andere Jeans. Die ist eigentlich für schön. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass die da auch einen Fleck hat. Also ich muss schauen, dass ich da den Fleck rausbringe. Sonst habe ich keine schöne Jeanshose mehr. Und das wäre schade, weil ich finde Jeanshose eigentlich recht cool. Das habe ich extra gekauft für die Geburt vom Kleinen. Es braucht mega viel Platz. Ich glaube, schlussendlich habe ich es nicht mal mitgenommen. Das ist ein mega guter Badmantel. Und er ist mega bequem. Und jedes Mal, wenn ich ihn anhabe, fühle ich mich super wohl. Aber ich habe im letzten Jahr, oder besser gesagt in den letzten 2 Jahren, habe ich den vielleicht 5 Mal angehabt. Ist das ein Zeichen, dass der weg kann? Weil ich glaube, der kommt weg. Er war mega teuer, aber er kommt weg. Braucht noch Platz. So, ich habe jetzt hier meine Biege, die wieder in den Kasten kommt. Da sind kurze Hosen. Da kommen nachher noch mehr dazu. Diese Sachen kommen in die Kiste, die ich im Keller habe, für die kleinen Sachen. Weil ich durch die Schwangerschaft habe ich so viel zugenommen, dass ich jetzt eigentlich grössere Grösse trage.
Und die Sachen sind aber so schön. Ich will die behalten, weil irgendwann will ich wieder auf das Gewicht zurückkommen oder auf die Maß. Das sind Wintersachen, die ich dann hier in die Kiste lade. Dann haben wir hier T-Shirts, Bigi, Hosen und Röcke. Und eben um die Kiste geht es nachher noch. Da habe ich die Pullis hier oben behalten. Und das, wobei Pullis kann ich eigentlich auch runter tun. Ich lege ja nie Pullis im Sommer. Das sind Sachen, die ich aussortiert habe. Und wie gesagt, jetzt machen wir uns an die Kiste. Ich räume jetzt alles da oben, die Hose da. Alles, was da reinkommt, räume ich wieder da rein und hoffe, es hat Platz. Und dann auch noch das, was im Tumbler ist und in der Wäschmaschine, dass das auch noch Platz hat. Ich glaube, ich fange wieder unten an mit Hosen, kurzen Hosen und da kommen wieder Bigi und T-Shirt. Mal schauen, wie das anbringt. Es ist jetzt Sonntag und ich wollte eigentlich gestern Abend noch ein paar Sachen aussortieren von meiner Kiste, wo Kleider drin sind von vor der Schwangerschaft, wo ich noch eine andere Größe hatte. Aber ich konnte nichts wegrühren oder weggeben sozusagen. Darum gehe ich die Kiste jetzt nochmal durch und hoffe, dass ich ein paar Sachen auf den Stapel tun kann, dass irgendjemand anderem Freude macht, weil wenn das da noch 10 Jahre, ich weiss natürlich nicht, ob das noch 10 Jahre im Keller in dieser Kiste steht. Und das wäre eigentlich schade. Hätte sie in dieser Zeit jemand anderem Freude machen und gebraucht werden. Und hinter mir da sind die ganze Winterkleidung, die tue ich auch noch in die Kiste rein. Und dann hoffe ich, dass wir einigermaßen sauber haben und ich dann die anderen Sachen, die noch gut sind, vielleicht noch verkaufen kann oder gratis weitergeben oder ich gebe sie ins Brocki oder so. Mal schauen. So, ich bin relativ fertig, würde ich sagen. Ihr seht hier meine Kleider. Das hier sind alles Kleider von vor der Schwangerschaft. In der mittleren Kiste sind mein Mann und meine Wintersachen, also die Skianzüge, Skihosen, Skijacke, Kappe, Händchen, so Sachen. Und in der untersten Kiste sind meine Wintersachen, also dort habe ich 2, 3 Pullis drin, 2 Hemper, die ich für im Herbst aufbewahren und schaue, ob ich es dann noch wieder anlege. Und das hier ist der Berg, den ich aussortiert habe. Und ich finde es recht cool. Ich werde das jetzt alles abfütteln und meine Mami schicken und fragen, ob sie da noch etwas davon will. Und dann werde ich es wahrscheinlich einen Teil im Flow mit Chat tun oder so. Mal schauen. Ich weiss noch nicht genau, wie ich das mache. Aber ich zeige euch jetzt das nachher von meiner Schublade, von meiner Sortierung, wie ich es habe in der Schublade von meinen Kleidern. Zuoberst
haben wir Unterwäsche und Socken. Dann habe ich hier Pischis, Pulli habe ich da, T-Shirts. Und da unten sind meine Wanderhosen, Röckli, Hosen mit Trainerhosen und so und kurze Hosen. Das war es von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Würde mich sehr freuen. Und dann bis nächsten Montag. Tschüss.